Tja, Freunde, zurück beim Flipper. Und ganz ehrlich, man kann auch zu doof sein, sich wirklich schwierig machen, weil es ist relativ einfach. Wenn man weiß, wie es geht. Also ich sag's mal so, steuern könnten wir mit dem Dreck weg, müssen wir aber gar nicht. Warum? Ich zeig's ganz kurz. Wir haben die Option, sobald wir hier jetzt ein Trampolin, also sobald wir reinspringen, Stampfattacke machen, fliegen wir nach oben durch. Und dann haben wir die Option entweder zu sagen, okay, wir machen nichts, dann fliegen wir in die Mitte, drücken wir nach links, gehen wir nach links über und drücken wir nach rechts, wenn wir nach rechts übergleiten. Ohne großartig den Quatsch zu machen. Warum das so ist, kein Plan. Aber ich habe es gerade eben gelesen und dachte mir so, nee, das kann nicht sein. Also muss ich das mal ganz kurz ausprobieren. Ich habe es offen gemacht, es hat funktioniert, ich hatte die Insigne da oben. Aber da muss ich auch sagen, nee, komm, wenn das so einfach ist im First Try, dann muss ich es doch komplett aufnehmen. Und so wie ich mich kenne, vorführeffektmäßig klappt es sowieso nicht mehr. Also, ganz rechts rüber. Ob jetzt wirklich ganz rechts rüber war, stellt sich jetzt die Frage, aber ja, es hat geklappt. Ich bin direkt da drin gelandet. Sehr schön. Jetzt steuere ich mal nach ganz links, also quasi eigentlich gegen meine eigentliche Flugbahn. Klappt auch. So, wir haben noch 4. Einer ist gerade hier beim Anfang, da bin ich jetzt die ganze Zeit vorbeigeflogen, warum auch immer. Jetzt machen wir gar nichts. Und lande hier, in der Mitte. Das kann man auch noch so präsentieren. Ja, Ich bin jetzt hier, wo ich direkt eigentlich durchfallen können, wäre ich dort bei der Insigne, wo sie nachher landet. Das ist kleine Information, Orientierung. Also wenn ich jetzt hier irgendwie lande, genau, dann bin ich jetzt da. Das heißt, also jetzt bin ich eigentlich vorhin in der Mitte. Also wirklich ziemlich genau in der Mitte gelandet und dann dort rüber. Beziehungsweise jetzt bin ich bei dem Violetten direkt über Marios Kopf. War ich jetzt schon? Bei dem grünen direkt über Marios Kopf war ich auch schon. In der Mitte im blauen war ich auch schon. Wir finden also noch der ganz rechts außen und der violette da unten. Die beiden fehlen jetzt noch. Ganz nach rechts. Okay, nicht geklappt. Das war vorhin irgendwie ein bisschen einfach. Da bin ich irgendwie wieder auf so einem seltsamen Ding gelandet. Also ihr wisst schon, da wieder so eine Schraube oder was auch immer das sein soll. Oder so jetzt geplant war, weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt ein bisschen creepy, da drin zu stehen. Aber hey, es funktioniert. So, jetzt fehlt noch die da, die wir schon mal gesehen haben. Ich könnte ja jetzt sagen, hey, come on. Ich mache es mir jetzt nicht schwierig. Ich gehe jetzt direkt da wieder darüber. Also ist nicht so, was ich jetzt gemacht habe, sondern das, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wäre eine Option, die man sich überlegen könnte. Aber ich will es nochmal so versuchen. Bams. Wenn man es so macht, dann ist, man sieht, es ist wirklich gar kein Problem. Jetzt rutscht wieder runter. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn ich jetzt irgendwie fehlen würde. Nee. Ja, und was machen wir jetzt? Genau. Nochmal nichts machen, nichts drücken, dann lande ich in der Mitte. Jetzt kann ich ein bisschen rein, zack, zack, und schon haben wir sie. Ich sag's ja, wenn man weiß, wie es geht, das ist in den meisten Fällen nicht nur bei Spielen, sondern auch im Leben so, dann ist einfach alles so pipi einfach, alles Mögliche. Oh Mann. So, jetzt ist die Frage, was haben wir eigentlich sonst noch hier in der Overworld? Ich will es lieber nennen noch für Insignien. Dazu nehmen wir jetzt den und gehen ganz, ganz weit außerhalb von Piazza, nicht Piazza Delfino. Ding heißt ja anders hier. Doch, Piazza Delfino, hä? Ah, Piazza Delfino und Pista Delfino, genau. Piazza Delfino wäre soweit korrekt, da haben wir auch die 100 Münzen-Insignie. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass natürlich in 5 Stück noch fehlen, wobei eine, wie wir es kennen, aus früheren Mario-Spielen, das wird garantiert der Endboss sein, also da Corona Mountain. In diesem Sinne halt Bowser Jr. Vermutlich, vielleicht, wer weiß. Weil das ist auch Peach der Endgegner. Von wegen, oh Mario, du hast meinen Sohn gekillt. Jetzt töte ich dich. So eine Art. Nee, und zwar, was wir ja gar nicht wissen, hier drüben geht's auch noch durch. Wir haben zwar schon ein bisschen was gesehen, aber ja.
Irgendwo da oben, also gerade gesehen, da oben ist eine Röhre. Moment. Hier. Eine einsame Röhre. Und hier ist eine Secret World. Die ich so nicht kenne, weil ich noch niemals im Leben. Deswegen bin ich gespannt, was hier also tun gibt. Ah, ein bisschen zu viel Grün für meinen Geschmack. Roter Vogel des Glücks. Oh, das könnte hier lustig werden. Was war das gerade? Ah, okay. Okay, vielleicht muss ich denen gar nichts tun. Das kann natürlich auch sein. Aber den Typ muss er sicher löschen. Aua. Wo ist der andere hin? Der brennende Typi. Wo ist der brennende Typi hin? Ach, da haben wir einen roten Vogel des Glücks. Also niemand anders der ist. Moment, machen wir's. Aha. Wow. Ja, Leute, mir geht das Piepen auch auf den Sack. Ich muss ein bisschen anders machen. Erstmal uns ein bisschen umgucken. Was ist denn das jetzt? Hat noch Feuer, man verbrennt sich daran und ja. Nein, Mario, während des Laufens. Hä? Und was ist das jetzt? Ja, das hat mir schon angemacht. Muss ich mich hier anschleichen? Hä? Du verarsch mich doch. Ja, okay. Schon ein bisschen besser. So, also brennende Typi. Ich würde sagen, wo kriege ich eigentlich neues Wasser her, mal so, by the way? Weil das ist ja noch ein ziemliches Problem. Warte mal, jetzt habe ich 6. Aber wenn ich den Vogel abspritze... Ne, mein 5 habe ich jetzt. Aber wenn ich den Vogel noch abspritze, aber trotzdem erst 6. Also 2 weitere fehlen so oder so.
Man kann es doch eben wohl schon sagen. Tja. Was machen wir da, Freunde? Der Vogel des Glückes ist jetzt da drüben. Trotzdem wären das erst 6. Hä, wo sollen die anderen beiden sein? Nein, Mario, was machst du da? Alter. Zum Teil bleibt auf den Blättern, zum Teil auch nicht. So, jetzt ist abgehauen. Das laden wir auch noch aus. Dankeschön, Vogel. So, da kommen wir jetzt auch noch relativ problemlos hoch. Wo zum Henker sind nochmal hier 2 Münzen? Ah ne, warte mal. Ich glaube, das ist eine der Welten, die ich zwar nie gemacht habe, von der ich schon mal was gehört habe. Warte mal. Da war irgendwas mit dem Rand. Ja, ich glaube, die Welt hat noch irgendwie hier unten noch etwas. Quasi wie ein Untergeschoss, wenn man so will. Ja. Hat schon fast. Irgendwo müsste hier nochmal einer sein. Weil irgendwie so von der Aufteilung her war es ein bisschen seltsam. Vielleicht wäre es so irgendwie einfacher, wa? Was ist denn hier noch? Warte mal. Hier ist eben noch irgendetwas. Keine Ahnung, was das sein soll. Eine Wassermelone? Och, ernsthaft. Alter. Ja gut versteckt. Muss ich... Alter. Was, ein bisschen zu weit gelatscht. Wie kommen wir wieder raus? Nein. Oh, nicht zu weit. Nicht zu weit, Mario. Tu mir das bitte nicht an, nicht jetzt. So. Wo ist er? Oh, danke, Kumpel. Mamma mia. Ja, das war
auch nicht von schlechten Eltern. Mamma mia. So, ja, jetzt hätten wir das auch noch. Ich glaube, jetzt fehlen gar nicht mehr so viele hier. Klar, das mit Yoshi hatten wir noch, aber das mache ich jetzt nicht mehr die Folge, weil es dauert zu lange, bis ich da bin. Ich gucke gerade mal hier in der Liste. Beziehungsweise, wir müssen eigentlich fast mal irgendwie gucken. Wir haben sonst echt relativ viele Insignien schon. Begeben wir uns doch irgendwie wieder in die Welten zurück, also die einzelnen Welten, um dort noch die restlichen zu holen? Ah, ich weiß nicht so recht, Leute, ich weiß nicht so recht. Ich muss echt gerne ein bisschen gucken, aber nee, das haben wir eigentlich alle schon gemacht. Das auch gemacht, okay. Tja. Da ist ein bisschen Delfin, da kann ich momentan noch nicht zurück. Will aber später wieder funktionieren. Dort eben die Mission, wo ich Yoshi dazu brauche, um dahin zu kommen. Ich habe auch gesagt, die machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Wobei, ich glaube, das ist einer der sind, die ich mir gerne für den Schluss aufsparen möchte. Weil im Schluss müssen wir sowieso nochmal wegen Pisa Delfin und so dann noch dort drüber und ja. Also es wird sowieso irgendwie nochmal eine Folge am Schluss brauchen, um das zu machen. Kann es irgendwie auch so dann... versuchen, was mir mal so einfällt. 26, wa? Es wäre noch geil, wäre jetzt irgendwie noch blaue Münze zu finden, aber ich glaube, das stehen die Chancen noch eher schlecht, dass ich jetzt da noch irgendwie was finde. Zumal ich glaube, mich zu erinnern, dass wir doch schon relativ viele haben, obwohl, warte mal. Habe ich jetzt da vorhin getäuscht? Irgendwie... Eigentlich die blauen Münzen hier in der Oberwelt sind relativ überschaubar. Natürlich, glaubt's nicht. Ich habe vorhin irgendwo hier noch einen gesehen. So eine Schmiererei. Ich glaube, ich täusche mich. Ich glaube, ich täusche mich. So eine Option wäre... Blaue Vögel. Ich glaube, die haben ja auch schon ziemlich ausgerottet. Blaue Vögel hier? Ne, gibt's keine mehr. Gibt's nicht. Haben wir schon. Haben wir schon alle gemacht. Das gab zumindest. Haben wir schon ein paar. Ja gut. Vor allem bringt das auch nichts mehr, wenn ich jetzt irgendwie nochmal ein bisschen weiter suche und nichts mehr dazu beitrage zur Folge selbst. Das sieht aber schon schön aus da oben. Komplett da vom Schmutz befreit. Doch, das hat was. Nehmen die Uhren natürlich auch, obwohl sie nicht wirklich Schlangen, es ist nur irgendwie wegen der Wärme, wegen der Hitze, Fata Morgana mäßig und so. Ja gut, dann sage ich jetzt mal, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, trotz allem. Und nächste Folge, dann wie gesagt, gucken wir mal, was ich dann noch machen kann, ob ich jetzt hier echt keine Insignien mehr habe. Ich meine, das ist relativ schnell gecheckt. Anhand der Gesamtanzahl, wie viel es hier gibt.
blaue Münzen, ich glaube, das mache ich jetzt noch nicht, weil da haben wir nicht gemerkt, welche bereits alle geholt haben und so. Das heißt dann vielleicht erst das am Schluss dann. Wir würden in der nächsten Folge vermutlich mit den geheimen Münzen, ich sage immer Münzen mit den, oder Sterne, nee, mit den geheimen Insignien der einzelnen Welten beginnen. Also Monte Bianco, Polladoro, etc. etc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Warte mal, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, wenn ich gerade weiß. Wir können trotzdem auf 108. Das würde bedeuten, dass mir irgendwie noch so viele blaue Münzen fehlen, dass wir noch 13 kompensieren könnten. Das glaube ich weniger. Dass irgendwie vielleicht noch, keine Ahnung, noch um die 70 oder 80 blaue Münzen überall versteckt sind, das glaube ich schon. Dass ich da wirklich noch sehr viel übersehen habe. Dass wir irgendwie auf 100 kommen und so noch 10 Insignien einlösen können, aber mehr kann man kaum vorstellen. Naja. Ist auch egal, ist auch mein Problem, muss ich recherchieren. Ich sage trotzdem, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Freunde, zurück bei Super Mario Sunshine. Bye, bye.